Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf Pelzig. So, und jetzt gehen wir mal weiter in die Richtung von dem böse Tempel. So, Korgan. Das ist deiner. Das ist sogar mal ein höherer Schattenwolf. Und Hals drauf. So. Der gibt ein klein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Und da geht's wohl zu der Ruine, weil da ist geplasstert. Ich kümmere mich drum. Ja, in der letzten Episode haben wir ja erfahren, dass die ganzen Wölfe aus dem Rudel von der Werwölfin eigentlich getötet und dann wiederbelebt wurden als Schattenkreaturen. Und die Menschen, die anscheinend in der Uma-Hügel getötet wurden, sind wohl auch hier als Schatten wiederbelebt worden vom Schattenfürst. Der Brunnen ist mit einer dunklen, dicken Flüssigkeit gefüllt, die nach Tod und Verwesung stinkt. Ja, das sind wir wohl hier richtig. Ein Schattenscheusal und ein normaler Schatten. Also ich jetzt gerade mal gucke, das ist das Schattenscheusal, als auf das zuerst. Weil das Schattenscheusal ist doch etwas gefährlicher, weil es lähmen kann. Oh, jetzt kommt da aber jede Menge A. Jetzt ist es nie nur für Korgan geeignet. Jetzt sollten wir uns drum kümmern, dass die schnell verrecken, die Viecher. So. Und hängen. Gut. Ich bin dabei. Das ging ja relativ fix. Was haben wir dann hier? Die Kanten dieser Grube sind zerkratzt und zerfetzt, als ob sich vor kurzem ein großes Wesen durch sie hindurch bewegt hat. Die Dunkelheit in der Grube ist so intensiv, dass ihr euch förmlich in den Augen schmerzt. Ja, du könnt was mit magischer Schatten zu tun haben. Aber ich bezweifle doch irgendwie, dass der Schattenfürst diese Ausmaße hat. Wir werden tatsächlich noch das Wesen sehen, zu dem das passt. Und der hat auch den Kreis tot runter, der dazu passt. Ja, ihr könnt jetzt rätseln, um was es sich handelt. Die Leute, die das Spiel kennen, die wissen, was es ist. Aber ich finde es immer wieder spannend, wenn die Leute dann erst unmittelbar davor konfrontiert werden. Deswegen sage ich jetzt erstmal gar nichts mehr. Ihr könnt euch denken, ihr könnt eventuell auch kommentieren, um was es sich da wohl handeln könnte. Also ich kann euch zumindest so viel verraten. Es ist was mit Schatten. Also es hat Schatten auf jeden Fall im Namen drin. Und es passt zu der ganzen Thematik hier sehr gut. So. Ah, da ist sie wieder, die Anath oder Anat. Abdel Adrian, es ist ein Fall. Verwenden einen Spiegel links zum Kristall und sammeln dort mit das wenige Licht, was doch geblieben ist. Um mein Rudel zu rächen. Okay, also das hier. Gehen wir nochmal hier. Was ist dann das? Ihr seid so weit entfernt. Okay. Dann mal ganz dicht bitte dran, Leute. Ein wenig von dem schwachen Licht, das der verdunkelte Edelstein ausstrahlt, spiegelt sich im polierten Glas des zerstörten Fensters. Ihr könntet das Fensterglas so drehen, dass es das Licht völlig reflektieren oder vollständig reflektieren würde. Und das hier, das Ding? In dem Edelstein flackert ein schwaches, aber noch deutlich erkennbares Licht. Auch dieses Licht wird offenbar von der Dunkelheit, die das Land heimgesucht hat, beeinträchtigt. Ja, dann ziehen wir jetzt mal ein Ding. Ihr dreht das Fensterglas und das Licht des Edelsteins wird so stark reflektiert, dass sich das Gebiet erhellt. Und jetzt fliehen wir alle hinterher, weil alle Wesen, die hier durchkommen, werden nach und nach erledigt. So. Das Vieh war noch übrig, das hat's auch durchgepackt. Die freie Wildbahn so chaotisch und schmutzig. Hier sollte mal jemand diesen wilden Tieren mit starker Hand Anstand und Manieren beibringen. Also Edwin vermisst die städtische Zivilisation. Der mag's wohl in der Natur nicht so gern. Er ist so leider kein Naturbursche und sein gute Ede. So, jetzt auf dich. Im Moment. Und rufende Wetter. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir da dahin haben. Also Abdel Adrian, gehen wir leise rein. Oh, da ist aber was Nettes.
Kriegerskelette, höhere Schattenwölfe oder Endschattenwolf. 3 Schattenwölfe und ein höherer Schattenwolf und ein Kriegerskelett, 2 Kriegerskelette. Na, ich würde sagen, das schreit doch geradezu noch Feuerball, oder? Und? Gut. Zack. Edwin gehen in Deckung. Abdel Adrian machen wir die der auf. Ihr könnt ja die Schattenwölfe schon mal attackieren und Abdel Adrian macht den doch hinten platt. So. Krieger bitte noch vorne. Abdel Adrian in Reichweite und jetzt alle auf den höheren Schattenwolf. Und das Kriegerskelett hat offenbar noch nichts abgekriegt. Das ist noch relativ jungfräulich. Ach ja. Ein zweihändiges Schwert plus 1. Das können wir später teuer verkaufen. Und jetzt du noch, du Mistkerl. Also ich muss sagen, ich mag den Dungeon sehr. Rein vom Ambiente her und rein von der Hintergrundstory ist der Dungeon echt Hammer. Mag ich sehr, sehr gern. So, Stein zu Fleisch, das kommt zu Edwin. Das sammelt Korgan. Das haben wir schon gelernt. Okay, können wir es teuer verkaufen. Und da ist noch was. Da haben wir noch was. Amuanas Knochen. Das wird noch wichtig sein. Das sind die Knochen der Kinderprophetin Amuana. Sie wurde entweiht und die Schattenwölfe haben an ihn genagt. Ja, das ist schon ziemlich ekelhaft. Und definitiv ziemlich pietätlos. Dass man hier Prophetin ausgebuddelt und dann der Wölfe zum Fraß vorgeworfen hat. Dann noch ein Schattengefängniswärter und noch ein Schatten. Na gut, dann machen wir dich erstmal platt. So. Das waren 36 Schadenspunkte, das reicht beim normalen Schatter. Ihr werden die Gefährtin vom Meister nicht befreie, sterbliches Wesen. Okay, wenn du das sagst. Dann erstmal alle auf der auf der normale Schatten. Es gibt nur noch Argschisser, normale Schatten. Alle mal auf der Gefängniswärter. Und dann auf Dendor. Naja, ich glaube, der hat keine eingeweihte Korgan. Okay, der hatte stinknormale Lederrüstung bei sich und einen Schlüssel des Schattengefängnisses. Interessant. Ach ja. Dann machen wir doch mal hier auf. Oh, edle Freunde. Ein wenig Unterstützung an diesem bösen Ort könnte nicht schaden. Das ist Mazzy. Mazzy wurde jetzt von der Leute von Imnestal schon angeheuert. Wir haben ja erfahren, dass die hierher unterwegs war und offensichtlich lebt sie noch. Aber wir können sie leider nicht in die Gruppe mit aufnehmen, sie ist rechtschaffen gut. Das wird sie definitiv nicht schaffen. Ihr werdet keine Almosen von mir bekommen, meinetwegen vergammelt doch in eurem Gefängnis. Nee, das ist ein Halblingsmädchen. Was habt ihr in einer so gefährlichen Umgebung wie dieser zu tun? Mädchen? Ich bin ein Krieger. Kein Auftrag ist die Umgebung... Moment, mein Auftrag ist die Umgebung sicherer zu machen, indem ich das Böse zerstöre, was dort drin sein Unwesen treibt. Ach, ich habe keine Zeit dafür, das Geschwätze zu hören. Lieber verfalle ich in dem Käfig, als dort durch in U-Ehre zu fallen, dass ich mit jemand wie euch verkehre. Ich denke, ihr werdet euch in kurzer Zeit mal krankhaft, unglückselige Kameraden anschließen. Genießt euren Käfig, Zwerg. Nee. Was wollen wir denn mit Sarah Halbling? Ich schließe dort raus, dass ihr willenlose Untertanen vom Schatten fürchte wären, genau wie mein frühere Kameraden. Okay. Ihr könnt mich nicht dazu überlisten, euch zu befreien. Nee, mal lieber. Was ist denn dann passiert? Mein Kamerad und ich wurden von Minister Lloyd von Imnestal angeheuert, um die Waldläuferin Merella ausfindig zu machen und gleichzeitig auf den Anstieg von der Morde zu achten, denn das Gebiet zu verzeichnen gehabt hat. Wir haben Merellas Aufzeichnungen gefunden, in dem die heillose Ausbreitung von der Dunkelheit in dem Land erwähnt wurde. Die Erzählungen aus dem Ort berichten davon, wie der Schattenfürst vor Jahren von Amaunator niedergeschlagen worden ist. Wir haben die Tempelruine betreten und gesehen, dass mit dem Schatten Zauberkraft verseucht worden ist. Die Schattenwölfe hier stammen von den Wolfsrudeln ab, die noch vor wenigen Wochen durch die Hügel gestreunt sind. Durch Bücher und andere Hinweise haben meine Gruppe und ich erfahren, dass der Altar von Amaunator verseucht wurde, der nur durch das Innere von dem Ort erreicht werden kann.
Wir mussten so eine Edelstein finden, um damit die Dere von der Dunkelheit, die der Schattenfürst auf unserem Weg aufgestellt hat, zu öffnen. Man kann sie erwerben, wenn man am Aunators Prüfung besteht. Wir haben noch 3 Teile vom Schlüssel zu der Dergsucht, die zu dem Schrecke führt, über den der Schattenfürst herrscht. Der Schattenfürst hat einen Schattendrache kommandiert, ein äußerst gefährlicher Feind. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was da reingerissen ist von Oberona. Und ja, wir kriegen es mit dem Schattendrache zu tun. Wir wurden ungerissen, als er gelacht hat, und ich bin mir nicht sicher, wie man die Kreatur besiegen kann. Am schlimmsten ist, dass der Schattenfürst die Lebenskraft von meinen Freunden genommen und sie zu Mitgliedern von seiner verfluchten Armee gemacht hat. Mein geliebter Patrick wurde zum hinterhältigen Schatten. Ich wäre froh gewesen, mein Leben mit dem von meinen Freunden zu geben, aber der Schattenfürst hat mich nicht durch den Drache töten gelassen. Er will mich als wie er es nennt, Verbündete haben. Er ist eine Kreatur von der Ebene und muss von einem Körperbesitz ergreifen, von dem er sich ernährt. Er lebt jetzt in Merella, also der ehemalige Protektorin und Waldläuferin von Imnestal, und plant, meinen Körper zu benutzen, sobald Merella schwach wird, vermute ich. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass sich in dem Altar, der vom Schattendrache bewacht wird, das Geheimnis unter dem Ort befindet. Es muss ein Weg gefunden werden, an dem Biest vorbeizukommen, weil unser eins es nicht gelingen geht, es zu töten. Das sagst du. Der Schattenfürst und sein Altar müssen zerstört werden. Ich bin unverletzt und bereit, mit euch zu kämpfen, wenn ihr mich haben wollt. Ihr könnt in eurem Käfig bleiben, wo ihr hingehört. Nee, komm, ich befreie sie jetzt erstmal. Wie ihr meint, in der Gegend müsst ihr einen Sonne-Edelstein finden, um durch die Schattentüre zu kommen. Seid vorsichtig. Wenn ihr ihn vom Altar entfernt, wird euch der Licht nicht länger vor der Schatten schützen. Danke für eure Unterstützung. Wenn ihr jemals einen mutigen Kamerad benötigt, ich wohne in Handelstreff meiner Familie. Vorhin in der Taverne noch mir. Ich bin recht bekannt. Lebet wohl! Okay. Sag mir, was ich hoffe, das bringt was. Also für Guti-Gruppe wäre die definitiv geeignet, weil es eine Kämpferin ist. Und ja. Ich versinke in Erinnerungen an einen Ort wie diesen. Höchst unerfreuliche Erinnerungen. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, da haben wir noch was. Und zwar Tombletons Tagebuch, 2. Hälfte. Das ist eine Hälfte eines Pergaments. Es ist vergilbt, kurz vor dem Zerfall und mit zahlreichen verkrusteten Flecken besudelt. Die Oberkante des Pergaments ist gezackt. Es wirkt fast so, als würde es sich hierbei nur um die untere Hälfte eines längeren Schriftstücks handeln. Die Tinte ist zwar schon ziemlich verblasst, aber noch immer lesbar. Lichtung im Süden des Gebiets, gut versteckt in einer Felssäule. Diese Felssäulen sind in der Gegend sehr häufig und diese unterscheidet sich von den restlichen in der Gegend nur dadurch, dass sie von einer kleinen Baumgruppe umgeben ist. Ich werde diese Aufzeichnung meiner Familie schicken, damit sie, falls ich es nicht schaffen soll, meinen Schatz finden und davon profitieren kann. Idras Tombleton. Ja, das ist so eine Sache. Das ist schön und gut, aber ich glaube, man muss irgendwas vorher triggern, um an den Schatzdraht zu kommen. Ich habe es bisher noch nie gepackt, an diesen Schatzdraht zu kommen. Und ich weiß auch nicht, wie ich das triggern kann und was so dafür verantwortlich ist. Okay. So. Mit der Statue haben wir sowieso noch zu tun. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen aus dem Gebiet rausschleichen, damit ich so erst hier das Ding verwenden kann. Weil so komme ich nicht dran. Jetzt wieder weg. Und jetzt wieder dran. Und was haben wir da? Was hat den Ufris gelohnt? Ein Diamant. Schön die Sache. Einen Moment kurz. Da bin ich wieder. Sorry, ihr liebe Leid. Es ist immer noch dieses Rumgehuschte, immer noch die Verkältung. Ah, Mann. Die steckt einfach in den Glieder drin. So, jetzt hat er wieder unsere Stärke gesenkt. Aber das ist nur temporär, das kommt wieder zurück. So, dann schleichen wir hier durch. Und was haben wir da? Schatten, Schatten. Und 60 Schadenspunkte gemacht. Also die kriegt Abdel Adrian auch noch Alehi. Ich versuche zwischendurch immer mal wieder mich zu verstecken. Aber ist anscheinend im Kampf wirklich nicht möglich. Okay, gegen Betäubung ist das Vieh auch noch immun. Gott, jetzt ist es kaputt.
Und jetzt kann er sich wieder verstecken. So, jetzt wird es etwas gefährlicher hier. Oh, oh, oh. Das Licht vom Edelstein, der auf dem Podest ruht, durchdringt die unnatürliche Schatten, die an dem Ort herrschen, mit Leichtigkeit. Ihr könnt den Edelstein problemlos an euch nehmen. Machen wir. Ihr nehmt den Edelstein vom Podest. Die Lichtstärke im Raum nimmt dadurch deutlich ab und die Schatten werden immer länger und dunkler. Und attackieren mich, ja. Deswegen brauche ich meine Gruppe. So. Jetzt machen wir nochmal kaputt, was hier ist. Vor allem die Schattenscheusale hätte ich ganz gern schnell erledigt. Schatten und nur noch ein normaler Schatten. Okay. Gut. Was haben wir dann gekriegt? Sonnenedelstein. Der runde polierte Stein erstrahlt in einem äußerst kräftigen Licht und scheint alle Schatten rund um euch zu bannen. Das ist doch nicht schlecht. Was haben wir dann hier noch? Da haben wir noch was gekriegt. Morgenritual. Die Schriftrolle stellt eine Unterweisung für das Morgenritual des Sonnengottes Amaunator dar. Wisset, meine Kinder, dass ihr mir das Morgenritual darbringen müsst, um meine Augen und Ohren zu erfreuen, wenn die heiligen Strahlen die Erde berühren und der Morgen wie süße Musik über das Land fließt. Verändert das Ritual auf eigene Gefahr, führt es nur so aus, wie ich es dargelegt habe. Der erste Teil des Rituals ist verschmiert. Vielleicht könnt ihr korrekt raten, was zu tun ist, wenn ihr wüsstet, wie das Mittags- und Abendritual abläuft. Zweitens, halte das heilige Buch zur Sonne, auf dass es durch meine Macht gesegnet wird. Drittens, geht in euch und denkt über den Sieg des Lichts über die Dunkelheit nach. Das sind die Dinge, die mich erfreuen. So. So. Das geht an Edwin. Und ich würde sagen, wir stellen uns jetzt mal hier auf. Ja? Und Edwin ist auch der intelligenteste hier. Ja, ich habe ja schon begriffen. Ja, genau deswegen, weil du so gut begreifst und der intelligenteste bist. Huch. Oh, Schattenwolf. Wo ist denn der hergekommen? Ich habe schon gedacht, Edwin wird attackiert. Also, erstes müssen wir rote, heiliges Buch, Nachdenker. So, jetzt speichern wir. Und dann rennen wir mit der Statue. Was sagt sie dann? Kind der Sonne, wenn ihr euch im Test zum heiligen Ritual stelle, ihr müsst euren Glaube beweisen, bevor euch der Sonnefürst sein Symbol erbieten wird. Ja, bin ich bereit. Das ist gut. Beweisen euren Glaube und ihr werdet gesegnet. Es ist morgen, o Sucher vom Licht, was ist euer erst die Pflicht? Ach, da sprechen wir doch mal Gebet, oder? Das passt sogar. Wie sieht der zweite Teil vom Ritual aus? Ich werde das heilige Buch hochhalten, so dass es von der Sonne gesegnet werden mög. Wie endet das Ritual? Ja, ich werde darum vom Licht, wie es in die Dunkelheit bezwingt, meditiere. So endet das Ritual des Morgens. Kehren zurück, wenn euer Glaube stark genug ist, um euch der endgültige Test zu stellen. Aller Hopf. Das ist den Quark haben wir schon mal hinter uns. Das ist gut. Ich warte. Dann können wir jetzt mit den neu gewonnenen Schätze, die wir da haben, hier runter. Oh, die spawnen anscheinend immer mal wieder. Machen wir die mal platt, die Viecher. So. Da können wir jetzt nämlich durch die erste Schattenwand gehen. Zack. Und unseren Sonne-Edelstein ist fort. So, jetzt kommt so eine Sache, die ich immer sehr merkwürdig fand. Das scheint eventuell ein Fehler im Spiel zu sein. Weil da kann man zwar, könnte man zwar durch, aber wenn man dafür einen Sonne-Edelstein verschwendet, kommt man nämlich ganz durch zum Schluss. Das heißt, man muss hier immer den Umweg gehen und dafür keinen Sonne-Edelstein verwenden. Sonst, ja, Arschlecken, ne? Okay, jetzt muss ich Korgan vorschicken. Ganz kurz, um den Schmarrn hier zu holen. Oh, irgendwo knurrt's wieder. Okay, die Bolze können sich mal der angucken. Gewitterbolze, das geht anonym. Und da haben wir noch einen Ionenstein, den wir nicht identifiziert haben. So, machen wir da mal. Perlmutt-Ionenstein. Die Legende besagt, dass in diesem perlmuttfarbenen Ionenstein die Seele eines Trolls eingekerkert ist. Er verleiht seinem Träger die Fähigkeit, 2 Trefferpunkte je Minute zu regenerieren. Besondere Fähigkeiten: Träger regeneriert 2 Trefferpunkte je Minute. Kein RK-Bonus.
Das ist natürlich sackenpraktisch. Aber ich denke doch eher, dass wir das Ding verkaufen werden. Es ist zwar extremst praktisch, aber... So. Aber ich denke trotzdem, dass die Resistenzen gegenüber verschiedene Elemente doch praktischer sind. So, Korgan wird damit auch sehr schnell alle fertig. Okay, die Stärke auf 16 gesenkt kriegt. Oh ja, okay, dann kann er das Zeug erstmal nicht tragen. Dann jagen wir mal kurz Abdel Adrian vor. Weil Abdel Adrian muss hier sowieso noch Falle entschärfen. Und da ist noch was. Ja. So, die Lava dürfen wir nicht, sonst kriegen wir Feuerschaden. So, hier drin ist noch ein Stab der Blitze, den nehmen wir mit. Gute Idee, das mir zu übertragen. Und Schutz vor normalen Waffen haben wir hier noch. Jetzt gehen wir nochmal da rein. Und was lauert da? Hui, eine etwas wiechtere Gruppe als sonst. Kriegerskelett mal 2, eine höhere Mumie und ein Knochengolem. Ja, das ist natürlich übler Scheiß. Das ist richtig übler Scheiß. Habt ihr nichts Besseres Zeig zu die tun, als Richtung mich mit zu dem Schwert belästigen? und ich werde angreifen. Ich glaube, da brauchen wir Anomen mit dem Sonnenstrahl. Anders wird das nichts. Ja, komm, der Rede wert. Okay, ich probiere das jetzt noch einmal. Versuch, einer von den Untote zu verletzen. Und dann jagen wir die Jungs mal her. So. Und? Okay, 40 Schadenspunkte gemacht. Der war nicht immun gegen hinterhältige Angriffe. Das ist sehr gut. Schwer verletzt, Hämmer. Oh, und jetzt raus, Abdel Adrian. Oh, fuck. Ja, die sind ziemlich übel, die Biester. So. Die erleiden immer so ein bisschen Schade noch. Ich höre euch best mit Höchstgeschwindigkeit. Anomen vor. Wenigstens gut bezahlen. Und jetzt drauf auf das Kriegerskelett. Zu euren Diensten. Anomen. Macht doch mal bitte einen Strahl des Ruhms auf diesen Knochenkohlen. Und? Okay. Jetzt dort hoch. Anomen macht trotzdem nur einen Sonnenstrahl. Scheiße. Fehlschlag beim Zaubern. Das ist natürlich Kacke. 18.000 Erfahrungspunkte bringt der Knochengolem. Scheiße, jetzt haben wir aber leider nicht gesehen, wie toll dieser Zauber eigentlich ist. Okay, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir hier für die Gegner das Ding verwenden. Weil du macht ein bisschen mehr Schaden für Untote mit dem Ding. Okay, das Ding ist anscheinend hier in der Lava verreckt. So. Keine Auswirkung, okay. Dann verwend du doch mal den Sonnenstrahl. Es ist ja dasselbe Zauber. Und es waren 46 Schadenspunkte bei der höheren Mumie und nochmal 10 hinterher. Meine Waffe taugt nichts. Ja, das ist schon ziemlich gut. Puh. Nicht schlecht. Okay. Dann können wir das wieder zurücklegen. Das kann an Edwin und das kann an Edwin. Meine Fresse. Also höhere Mumie sind definitiv keine easy peasy Gegner. Das sind Gegner, mit denen muss man echt rechnen. Jalkales? So, dann machen wir doch mal einmal kritische Wunden heilen auf Anomen. Und ich gehe mal hier drauf, was die Biester haben. Der hat jetzt nichts Besonderes gehabt. So, dann gehen wir nochmal da rein und gucken, was die Untote hier bewacht haben. Natürlich ist es mit einer Falle gesichert. Und da haben wir diverse Sachen. So, kehren wir jetzt nochmal zurück zur Gruppe. Und... Scheiße, das tut doch weh. Die Lava-Renner. Okay, der Lindwurmruf, der geht an Edwin, den kann er verstauen. Dann haben wir hier noch ein Mittagsritual.
Die Schriftrolle stellt eine Unterweisung für das Mittagsritual des Sonnengottes Amaunator dar. Böset meine Kinder, dass ihr mir das Mittagsritual darbringen müsst, um meine Augen und Ohren zu erfreuen, wenn die Sonne die Wunder meiner Taten klar und strahlend darstellt und hoch am Firmament herrscht. Verändert das Ritual auf eigene Gefahr, führt es nur so aus, wie ich es dargelegt habe. Erstens, verkündet mit euren Stimmen die glorreichen Lieder zur Lobpreisung eures Herrn. Der zweite Teil des Rituals wurde mit schwarzer Tinte übermalt. Vielleicht könntet ihr korrekt raten, was zu tun ist, wenn ihr wüsstet, wie das Morgen- und Abendritual abläuft. Drittens, freut euch über den Ruhm des Lichts und seine Herrschaft über die Dunkelheit. Das sind die Dinge, die mich erfreuen. Dann haben wir noch Amaunators Almanach. Gesegnet sei das Licht Amaunators. Der Tempel Amaunators ist ein strahlendes Leuchtfeuer in den Uma-Hügeln. Amaunator schützt uns vor den Schatten des Bösen. Pilger kommen von nah und fern, um von der Schönheit Amaunators gesegnet zu werden. Amaunator ist endlos und ohnegleichen, doch unser Gott dient uns wohl. Ist er doch unablässig in seiner Wachsamkeit gegen die Schatten. Der Tempel dient diesem Zweck auch noch auf einem anderen Weg. Amaunator hindert jene, die Schatten verbreiten, auf der Erde zu wandeln. Alle und jeder, der es wagt, von der Schattenmagie zu kosten, sollen wissen, dass Amaunator und seine höchstheiligen Diener sie auch spüren und sie im Tempel in Ketten schlagen werden. Lichtstein, Licht des Morgens und Sonnenstrahlen sind heilige Symbole, die Schüler Amaunators auf ihren spirituellen Reisen leiten werden. Gesegnet sei das Licht Amaunators. Mindestens, dass es gerade so kracht. Okay, so. Jetzt schicken wir mal unseren Intelligenz 12 Dachschädel-Zwerg hier. Und dann speichern wir den Käse nochmal. Und das erste war, mal gucken. Moment, hat Korgan das Ding jetzt? Wer hat denn das Teil jetzt? Oh je, oh je. Okay, Anomen steht sowieso gerade auf irgendwas drauf. Ah, nicht schlecht. Edwin. So, das geht. Ah ne, Quatsch, das können wir ja so behalten. Abdel Adrian hat's. Lieder, keine Ahnung, und Freuen. Kind der Sonne, werdet ihr euch dem Test des Heiligen Buchs stellen. Ihr müsst euren Glauben beweisen, bevor euch der Sonnenfürst sein Symbol anbieten wird. Bin bereit. Das ist gut. Beweisen euren Glaube und ihr werdet gesegnet. Die Sonne steht hoch am Himmel, der Mittag ist Kummer, wie wenn er der Fürst der Ehre. Ach, die Hymne. Und wie wollt ihr den Zenit der Sonne weiter willkommen heißen? Ich werde mein Hand zum Licht erheben. Wie soll das Ritual von der Mittagszeit enden? Ich werde mich der Dominanz des Lichts erfreuen. So endet das Ritual der Mittagszeit. Kehren zurück, wenn euer Glaube stark genug ist, um euch der endgültige Test zu stellen. Jawohl. Und wer sich schuldig macht in meinem Namen, der soll sehen, was er davon hat. Verritter der Kokosnuss. So, jetzt gehen wir dorthin. Okay. Badons Geist. Oh, gnadenvolles Licht, es ist wirklich wahr. Der Mann kommt und bringt uns die Gebeine von der Prophetin Amuana. Die Entweihung hat er end. Die alte Knorri hier, die habe ich in einem anderen Raum gefunden, wo ein Rudel von Schattenwölfe rumgenagt hat. Die könnt ihr gern haben, wenn ihr wollt. Vor langer Zeit war das ein Ort von der Dunkelheit. Moment. Dead Seas Geist. Okay. Selemols vor langer Zeit war dessen Ort vom Dunkel, voller abscheulicher Kreaturen, die aus der Schwärze in die Welt strömten. Amaunator hat den Ort erobert und ihn mit seinem heiligen Licht vertrieben und die Schatten vertrieben. Der gelbe Gott hat hier einen Tempel errichtet, Schutzsiegel, um die Finsternis auf ewig in Bann zu halten. Und Selemols hat hier Priester wie die seinen Larven zum Himmel emporgerufen haben und das Schutzsiegel Kraft gegeben haben. Aber mit der Zeit hat unser Amaunator seine Macht verloren. Der Bewahrer von der Sonne wurde nie mehr verehrt, wie Selemols halt. Und die Schutzrune haben immer schwächer zu werden begonnen. Und die Amuana, die ist uns am Volk als junge Prophetin geboren worden, als Kind vom Licht, das gegen die Finsternis gekämpft hat, die wieder mal in unserem Land einzusickern begonnen hat. Aber es war zu spät, zu spät. Amuana wurde vom Schattenfürst überwältigt. Wir konnten sie nicht beschützen und so hat er ihren Körper genommen und hat ihr knorrende Wölfe zum Fraß vorgeworfen.
Ihr habt uns die Gebeine vom Kind wiedergebracht. Ihr Schändung durch den Schattenfürst hat jetzt der End. Unsere Pflicht ist getan. Bitte, Amuana, vergibt uns unser Fehler und lasst uns endlich hinübergehen. Jetzt sind die, endlich weg. Also die können jetzt auch ihr Friede finden, die Geister. Meine Knochen wurden von der Klaue vom Schattenwolf entrissen. Von der Schattenwölfe natürlich. Ich bin euch dankbar. Bardon und Detze wurden hier ihre Pflichten enthoben und sind bereits übergetreten. Ich werde mich ihnen bald anschließen. Und das ist diese geisterhafte Erscheinung von einem kleinen Mädchen eigentlich. Und dann einfach nur mit so Pulsier-Lichteffekte und etwas verschwommen. Finde ich eigentlich ganz cool für so einen Geist als Darstellung. Ich bete, dass ihr hierher gekommen seid, um einen entscheidenden Schlag gegen die Dunkelheit zu führen, die den Ort verschlungen hat. Die Dunkelheit, die ich nicht besiegen konnte, als ich noch unter der Lebende geweilt habe. Ich war zu schwach. Aber ich habe noch ein bisschen Macht. Ich habe die Macht, die Aufmerksamkeit von ihrem Wächter zu entgehen, wenn es notwendig wäre sollte. Und ich kann euch die Macht weitergeben. Schutzstäh. Tragenden und der gefürchtete Schattendrache wird euch nicht bemerken. Wenn ihr es Utier nicht angreift und so seine Aufmerksamkeit nicht auf euch zieht, seid ihr sicher. Sicher genug, um euch zumindest einen finsteren Schattenfürst zu stellen, der seine Hand auf mein Selemols glorreiche Tempel gelegt hat. Ich werde jetzt gehen und wieder eins mit dem Hüter von der ewigen Sonne wäre. Ich schulde euch meine Freiheit und ich werde euch immer dankbar sein. Lebt, meine Freunde, lebt ein langes und schönes Leben. Mögs Licht immer siegreich bleiben. Okay. Was gibt's? Jetzt haben wir dafür noch Das klingt okay. 17.750 Erfahrungspunkte gekriegt. Und wir haben noch Gegenstände gewonnen. So, das kann an Edwin gehen, das Ritual. Ansonsten, was haben wir dann? Ja, da haben wir was gekriegt. Schattendrachenschutzstein. Der Schutzstein erzeugt ein kleines Gebiet absoluter Dunkelheit und scheint alles Licht der Umgebung in sich aufzusaugen. Die Form des Steins ist aufgrund dieser schützenden Dunkelheit nur schwer zu erkennen. Und da haben wir noch was? Morgenlichtsymbol. Ein heiliges Symbol repräsentiert die Macht eines Gottes. Dieses Symbol stellt einen stilisierten Sonnenaufgang dar. Das Teil scheint ein Drittel von einem kreisförmigen Ganzen darzustellen. Ihr müsst also noch 2 weitere Symbole finden, um das heilige Symbol zu vervollständigen. Okay. Dann mag ich jetzt nur noch mal kurz in den gucken, was die Geister hinterlassen haben. Und dann hier in dem Sarkophag noch ein bisschen plündern. 250 war dort drin. Und da sind noch Schleuderkugeln und Magie durchdringen, so als Zauber noch, okay. Sonnenstein-Schleuderkugel +1. Magische Energie fließt in dieser Schleuderkugel, sodass sie leichter scheint und dem Feind förmlich entgegenzuspringen scheint. Wenn die Kugel aufschlägt, explodiert sie in einem winzigen Feuerball. 1W4 +2 Schaden. Okay. Steht Sache, das kriegt Edwin. So, der hat schon alles, okay. Behalt die Dinger mal. Und ich steht Sache, liebe Leute. Wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2, Schatten von Am auf Pilzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.